Hallo zusammen, ein kleiner Disclaimer, bevor die Folge richtig anfängt. Ich bin ein kleines Opfer und habe wieder verkackt, mit meinem richtigen Mikrofon aufzunehmen. Ich habe es zwar eingesteckt, aber keine Ahnung, Leute, was da immer passiert. Darum hört ihr jetzt einfach nur die Audiodatei vom Video, das ich aufgenommen habe. Heisst, es ist halt einfach nicht so geil wie sonst, aber man versteht mich und ich habe es jetzt einfach mal so gelassen, weil ihr habt auf Insta abgestimmt, dass ihr es lieber so habt als nochmal neu, weil so ist es authentischer. Also viel Spaß beim Zuhören, es wird juicy. Hallo zusammen und willkommen zurück bei Losen Mailen. Heute ein bisschen anderes Setting, falls du mit Video schaust. Was stimmt mit dir nicht? Wieso machst du das bis jetzt noch? Oder irgendwie hast du irgendwie mit dem angefangen? Ich habe noch nie einen Podcast mit Video geschaut. Außer wenn es plötzlich so sind, ey, schaut mal. Und dann musst du sogar schauen. Aber ich nehme gerade mit meinem Handy auf. Weil es schießt mich einfach gottlos an mit diesen hohen Kameras, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das ist okay. Ja, Live-Update. Alter, was habe ich zu erzählen? Ich weiss nicht, ich bin voll nur im Horse-Girl-Modus. Ich bin die ganze Zeit nur am Reiten, am Migräne haben, am Kooperationen aufnehmen. Jetzt gerade habe ich eine mega coole Kooperation, die dann bald kommt. Oh, darf ich das erwähnen? Keine Ahnung, aber es ist eigentlich gut für die, oder? Sorry, die werden das wahrscheinlich eh nicht hören. Aber auf jeden Fall gibt es so eine Spendeaktion beim Mövenpick Hotel in Basel, wo man einfach Spenden abgeben kann, also so Kleider oder Spielzeug. Und die werden dann weitergeben. Und das kann ich morgen abgeben und ich freue mich richtig. Weil, keine Ahnung, dann fühle ich mich wieder ein bisschen, als hätte ich irgendwie Kontrolle über irgendetwas oder so, könnte irgendjemandem helfen. Und darum, falls du irgendwie in der Nähe von Basel wohnst, kannst du das ja mal anschauen. Demnächst wird das sicher auch bei mir irgendwo postet auf Insta. Aber ich habe es noch nicht postet, also ich weiß gar nicht, ob es bis die Podcast-Folge draus ist, auch schon postet worden ist. Aber auf jeden Fall, ich werde nicht zahlt, um das jetzt hier zu sagen. Aber so, auch eine gute Aktion. Und vorher, bevor ich anfange aufzunehmen, ich mache das ja amigs, dass ich so, keine Ahnung, alle 2 Monate oder so, gehe ich so meine ganzen Posts durch und scroll und bin so, oh mein Gott, was habe ich da von mir ins Internet gestellt? What the fuck, Mental Breakdown, oh mein Gott, ich bin so ein Opfer. Und das habe ich jetzt gerade auch gemacht, aber nur mit meiner Horse Girl Playlist auf TikTok. Da kann man ja so Playlists machen. Und dann stehe ich so, und alle Videos, wo die Nasira drauf sind, also das ist ja mein Ross, das gestorben ist, muss ich immer so skippen, weil sonst wäre ich traurig. Und dann kommt aber das, was ich so erkläre, wieso sie oder was passiert ist und dass sie tot ist. Habe ich so durchgeschaut. Und dann bin ich richtig traurig geworden. Und dann habe ich aber auch so gedacht, Alter, wie crazy ist es eigentlich, dass ich überhaupt noch so viele Videos habe von ihr, wie sie lebt und was ich so mit ihr gemacht habe. Eigentlich so meinen Alltag mit ihr. Und das hätte ich nie im Leben, wenn ich nicht so Social Media machen würde. Also ich glaube, wenige Leute haben so viele Videos festgehalten von ihrem Leben wie ich und können zurückschauen und sind so, oh ja, das habe ich ja gemacht. Und ich bin so dankbar für das und ich finde das so cool, ich bin so froh. Und wirklich so, jeder Hate-Kommentar, den ich jemals bekommen habe, jeder Shit, den sie mir gegeben haben, wo sie mich ausgelacht haben, dass ich diesen Scheiß mache, ist einfach wirklich so, wie sagt man dem, so, einfach wieder gut gemacht, indem dass ich einfach so Videos von meinem toten Ross habe, wie es ihm noch gut geht und wie ich einfach mein Leben genossen habe mit diesem Ross. Und ich würde euch einfach empfehlen, tun einfach so, als wäre der Influencer auf irgendwie Snapchat und tun es in den Memories speichern, weil es ist so traurig, wenn man irgendwie keine Fotos und so hat. Und ich weiss noch, früher, so in der Oberstufe, meine Friend Group hat mich immer angefickt. Was machst du von allem Fotos? Hure mühsam. Hör mal auf filmen. Alle waren so richtig hässig gewesen. Und jetzt denke ich mir so, fick dich, Alter. Du bist die Person, die mir schreibt, wenn du irgendwie ein altes Foto von dir in der 8. Klasse haben willst. Fuck off. Alle haben mich immer angeschreit. Und jetzt, jetzt bin ich die Einzige mit Proof, dass ihr alle hässlich Spaß. Naja, um das geht es heute nicht. Heute geht es ums Bare Minimum. Das ist ein Begriff, der auf Social Media extrem so umgeworfen wird. Und ehrlich, ich bin jealous auf die Leute, die aufwachsen und diesen Begriff einfach kennen. Weil als ich 12 war, hatte ich keine Ahnung. Weder von diesem Begriff, noch vom Konzept. Ich bin einfach sehr enorm glücklich gewesen, wenn ein Typ mir nach so 12 Stunden überhaupt geantwortet hat. Er liebt mich. Delusional. Ich war wirklich fucking delusional gewesen. Und darum werde ich heute mal über das Bare Minimum reden. Was ist das?
Und wieso hört man meinen scheiß Laptop im Hintergrund? Ja, auf jeden Fall, was ist das Bare Minimum? Ich habe das Gefühl, die meisten haben das eh schon gehört. Aber sorry, falls du dich eigentlich immer dumm fühlst, wenn ich da komme mit «Ja, das wissen die alle schon» und du weißt es einfach nicht. Darum erkläre ich es ja, oder? Also, Bare Minimum, man hört es wahrscheinlich, das Minimum. Es ist einfach die Mindestanforderung an einen Mensch. Es sollte eigentlich so selbstverständlich sein. Es muss erfüllt werden. Es sind so die Kriterien, die einfach stehen müssen. Es gibt kein Wenn und Aber. Das muss man einfach machen. Zum Beispiel in einer Freundschaft, in einer Beziehung. Einfach so Dinge ohne Pendant. Oder? Das musst du einfach im Griff haben. Und das habe ich früher sehr fest ignoriert, weil ich nicht gewusst, dass es Sachen gibt, die einfach selbstverständlich sind. Ich habe gedacht, alles, was alle Menschen für mich machen, ist schon so, oh, die Person ist ein Engel und ich habe das doch nicht verdient. Und oh mein Gott, danke. Danke, dass du mir zum Geburtstag gratuliert hast, nachdem wir 10 Jahre befreundet sind. Geil, sicher. Wisst ihr, so in welche Richtung das geht. Ja, darum möchte ich einfach mal drüber reden. Ich habe das Gefühl, heute ich weiss eben nicht, ob die Jugend heutzutage auch noch so blind ist, wie wir blind waren, wo ich so 12 war. Aber ich hoffe es nicht. Aber falls ihr trotzdem zuhört und ihr zu den Jüngeren gehört, hört gut zu. Weil sonst werdet ihr sehr viel Tränen vergiessen für unnötige Situationen. Schon mal vorweg. Wenn ich jetzt hier über das Bare Minimum rede, das ist meine Meinung. Aber ich finde, es ist eine gute Meinung. Und die Leute hören das nicht gerne. Meine Kollegen hören es nicht gerne. Meine Kolleginnen vor allem hören es nicht gerne. Und sie hören mir auch nie zu. Also bitte, machen wir den Gefallen, dass wenigstens ihr mir zuhört. Weil sonst rede ich wirklich für nichts. Nie. Mit niemandem. Sonst bringt alles, was ich sage, gar nichts. Meine Kolleginnen hören nämlich wirklich nicht drauf. Und ich bin immer so, Bro, der Typ bringt dir einen feuchten Furz und du weißt es ganz genau, wenn er von Anfang an schon das und das macht. Und dann machen sie gleich weiter und sind ein halbes Jahr mit dem zusammen und nachher sind sie heartbroken und ich bin so, ja Bro, hast du ab der 2. Minute gesagt, aber auf mich hört ja eh niemand. Merke, ich bin sehr aggressiv drauf heute. Weil das hure Thema wirklich auch... Ich war so dumm früher. Und bin wahrscheinlich immer noch so ein bisschen... Nein, bin ich nicht. Nein, ich bin wirklich sehr aware geworden, weil ich auch so oft schon verarscht worden bin. Ich habe ein paar Situationen, ich habe mir jetzt nichts dazu aufgeschrieben, aber ich glaube, das geht ganz schnell. Mal nennen, wo ich wirklich dumm war. Ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, beziehungsweise so etwas mit ihm am Laufen gehabt, und dann wollte er mit mir zusammenkommen. Und ich wusste, das ist so ein Kiffer. Und das wollte ich nicht haben. Und nachher habe ich gesagt, ja, ich komme nur mit dir zusammen, wenn du aufhörst zu kiffen. Also ja, fix. Gut, dann sind wir zusammengekommen. Ratet mal, wie lange es gegangen ist, bis er wieder angefangen hat zu kiffen. Und zwar jeden Tag, 24/7. Und ich habe es nicht mal gecheckt. Ich habe es nicht einmal gecheckt. Ich habe es erst so nach so 3 Minuten gecheckt, dass der einfach nie aufgehört hat zu kiffen. Und es hat wirklich in diesem Zimmer so hart nach dieser gewissen Pflanze gestunken. Und ich habe es nicht hinterfragt. Er war einfach so, ja, das schmeckt halt da so. Ich so, okay. Bro, so dumm. Und dann, als ich es herausgefunden habe, meinte ich habe sofort Schluss gemacht. Also es ist nicht mehr lang gegangen, aber so, es ist recht tragic. Ich habe dann nicht Schluss gemacht. Ich bin dann so, ja, fick dich. Aber ist okay, wir können ja noch zusammenbleiben. Was meint ihr, kriegt so eine Person für ein Zeichen, wenn ihr trotzdem noch bleibt? Oh, dann kann ich ja schön weitermachen mit dummem Scheiß. Der hat dann auch, oh mein Gott, Alter, das kommt fix irgendwie zu dem. Und nachher kriege ich wieder so eine hässliche Nachricht. Weißt du was? Fick dich, schreib mir doch nicht. Selber schuld, du hast das gemacht. Nicht ich habe das gemacht, ich bin nicht das Arschloch. Sorry. Dann war es so, ja, Boys Trip nach Amsterdam. Und ich so, oh, aber lieber nicht, weil du kiffst ja dann sicher und das gefällt mir nicht. Und wieso denn? Und willst du nicht mit mir irgendwo an wenigstens oder so? Nein. Dann hat er gesagt, ja, ich gehe trotzdem nicht. Bro, plötzlich, und so einen Tag bevor die so gehen oder so, kommt er so, hey, sie haben im Fall jetzt einfach gebucht, obwohl ich gesagt habe, ich komme nicht mit, jetzt muss ich halt gehen. Ich habe das einfach geglaubt. Ich so, aha, ja, hurenblöd, ja, dann musst du halt wohl gehen. Boah, also ich war sicher hurenpiss gewesen, aber so, Bro, ich habe nicht hinterfragt, dass das jetzt einfach so ist. Alter, so dumm. Und dann, in Amsti, der hat eigentlich immer seinen Standort mit mir geteilt. Hat er ihn plötzlich ausgeschaltet. Nachher frage ich so, Bro, wieso hast du deinen Standort ausgemacht? Weil ich habe damals noch so auf Snap geschrieben und so Snapmap gesehen, was auch immer, Alter, Opfers. Nachher sagt er mir, ja, wegen der mobilen Daten sparen. Turns out, die sind einfach obviously, Alter, im Rotlichtviertel gewesen. Er sagt mir im Nachhinein so, ja, er hat
ich habe mal ein TikTok über das gemacht, das habe ich dann löschen wegen ihm. Er sagt mir, ja, die anderen sind voll dort angegangen und so und ich habe draussen gewartet. Und habe ein bisschen mit diesen Frauen geredet, aber mehr habe ich nicht gemacht. Meint ihr, ich habe dann Schluss gemacht? Nein. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich war einfach froh, dass er gesagt hat, er ist einfach nur draussen am Warten auf seine Kollegen, die dort drinnen sich einen am Gönnen sind. Jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das nicht passiert ist. Ja, auf jeden Fall mal ein TikTok darüber gemacht und seine Kollegen haben es ihm dann geschickt und nachher ist er sehr hässlich geworden. Oh mein Gott, how dare you. Und wenn das Schlimmste höre, ich nachher irgendwann nochmal mit dem Typ zusammenkomme. Also, ich bin wirklich ein verdammtes Opfer. Hört auf mich, weil ich habe wirklich alles schon gemacht. Und ich keine Erwartungen hatte. Wirklich, sobald mir jemand gesagt hat, du bist hübsch und die finde ich cool, ist das eigentlich schon genug für mich. Und ich dachte, oh mein Gott, du bist ein geiler Sicht. Darum habe ich heute so eine kleine Liste aufgestellt für euch. Wir fangen an. Es gibt nämlich auch Bare Minimum für die Familie. Und nur weil man verwandt ist, heisst das nicht, dass man irgendwie automatisch Blutsbrüderschaft hat und die besten Friends auf der Welt ist. Und auch Leute aus deiner Familie können schlechte Intentions haben und Leute von deiner Familie können auch Arschlöcher sein. Das heisst nicht so viel. Leider. Ich wünschte, das wäre so. Aber ja, leider haben viele Leute auch Arschloch-Familienmitglieder. Darum, finde ich, könnte man sich selber auch mal so, wie sagt man dem, so an die Nase längen. Keine Ahnung. Und mal überlegen, ob man selber ein gutes Familienmitglied ist. Und zwar finde ich, Familie muss wirklich so ultra loyal sein. Shut the fuck up, du erzählst nichts weiter. Das passiert so oft. Wirklich an so Familien-Events und so. Digga, was erzählst du meiner Tante plötzlich den Gossip von was ich falsch gemacht habe und wieso ich Hausarrest bekommen habe und wieso ich Handyverbot ein halbes Jahr gehabt habe. Shut the fuck up. Gegen aussen sind wir perfekt. Und wenn, dann bin ich auf jeden Fall perfekt. Erzähl doch nichts von mir. Oder irgendwie passiert das auch immer, dass so die Kolleginnen von deiner Mutter plötzlich wissen, was du für Herzschmerz hast oder was zum Fick. Und du kommst so und siehst dich zum ersten Mal seit 10 Jahren und dann sind sie so, oh, und wie geht's wegen Aaron Piper? Oh, du Arme. Und ich schaue einfach so straight meine Mutter an, so, Arschloch. Wieso erzählst du das? Meine Mutter ist wirklich nicht, also glaub, nicht so schlimm mit dem. Aber wir kennen es alle. Hört auf mit dem. Ich bin auch nicht so ein Familienmitglied. Ich erzähle auch nicht alles weiter. Und wirklich Familie innerhalb von der, Gossip innerhalb von der Familie ist doch einfach andere Liga dreckig. Wieso macht man das? Geht über eure Nachbarn gossipen, nicht über eure Familie. Dann gehört dazu auch noch, dass man ehrlich ist und sich Sachen auch erzählt, weil das geht alles so unter. Und ich finde, das gehört zum Bare Minimum bei Familienmitgliedern, die man gerne hat. Also weißt du, so nahe Familienmitglieder. Jetzt stell dir vor, so Schwester, Vater, Mutter. Solange man es gut mit ihnen hat, das ist natürlich jetzt immer ein bisschen kritisch. Aber imagine, du wohnst im gleichen Haushalt so, oder siehst einander oft noch und so, und du hast es eigentlich gut. Erzähl einander auch Sachen. Ich hasse das, wenn man so alles aus jemandem rausgrübeln muss. So, Bro, wir sind literally miteinander aufgewachsen. Du bist meine Schwester, erzähl mir doch mal, was bei dir fucking läuft. So ein bisschen der. Wisst ihr, was ich meine? Erzähl einander etwas. Erzähl du auch mal deinen Eltern, was bei dir gerade läuft. Weißt du, wie Wunder nimmt die das? Die haben Angst, dass du gerade am Drogenüberdosis machst und sie checken es gerade nicht. Und dabei ist alles, was du zu erzählen hast, so, hey, ich habe ein neues Buch gelesen. So, wisst ihr, was ich meine? Dann, das habe ich noch aufgeschrieben, muss da ein bisschen spicken. Ja, auch Verständnis. Das haben wir sehr selten für Familienmitglieder. Aus meiner persönlichen Erfahrung. Weil alles, was die Familie macht, ist eh falsch. Weißt du, bist so, Digga, wieso machst du das? Was ist mit dir? Hä, what the fuck? Wieso würdest du jetzt diese Ausbildung machen, du scheiß Opfer? So, wenn dein Nachbar das erzählen würde, wärst du so, mega cool, freut mich für dich. Aber wenn es deine Cousine macht, bist du so, oh mein Gott, wieso macht sie das? Vielleicht ist es auch nur bei Schweizer Familien so. Sorry, falls du nicht relaten kannst. Das ist definitiv ein Schweizer Phänomen. So das komische, unverständliche, aber ich habe gemeint, du hättest doch Kindergärtnerin werden. Was meinst du jetzt, Psychologiestudium? So, einfach ein bisschen Verständnis haben, gegenseitig. Es wird nicht alles nach Plan laufen. Dein Kind wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade 1:1 das machen, was sie ins Freundesbuch vor 40 Jahren reingeschrieben hat. Und das ist okay, oder? Wir müssen alle ein bisschen mehr das Mindset haben innerhalb der Familie, so, ja, solange sie glücklich ist, oder? So das, was du nach dem Lästern sagst, ja, das ist ja nicht mein Senf, oder? Ja, solange sie glücklich ist, die dumme Senf. Weißt du, so ein bisschen.
Einfach ohne das dumme Sau. So gönnen einander mal etwas. Ich habe das Gefühl auch in der Familie, so, wir gönnen einander nicht. Es ist so, jetzt hat er schon wieder eine neue Karre. Okay, das ist so bünzlihaft. Sorry, man kann das wirklich nur auf Schweizer Familie begrenzen, glaube ich. Und auch Vertrauen. Vertrauen einander. Also ja, das alles muss halt irgendwie gegeben sein, dass man einander vertrauen kann. Aber ich hasse das, wenn man so merkt, man kann der eigenen Familie nicht vertrauen. Und ich habe mir selber auch schon ein paar Mal bewiesen, dass meine Familienmitglieder mir nicht so ganz vertrauen können. Weil früher habe ich echt oft so gelogen und so und habe dann gedacht, ja Bro, okay, ja, kein Wunder, vertrauen sie mir nicht. So Sachen, hört auf lügen, lügt einander nicht an. Außer wenn es wirklich schlimm nötig ist. Aber so, wenn es wirklich unnötig ist und wenn du weißt, du machst eigentlich gerade etwas Falsches und lügst darum deine Mutter an, mach es vielleicht einfach nicht. Und vergesst nicht, dass vieles in der Familie haben ihr alle. Also weißt du, so, das, was dich an deiner Mutter stresst, hast du wahrscheinlich auch und darum stresst es dich. Oder die Schwester ist fucking mühsam, aber guess what, du bist genauso mühsam, weil ihr seid genau gleich erzogen worden und sind im ganzen Haus aufgewachsen und ihr sind im gleichen Haus aufgewachsen und ihr sind sehr ähnlich. Leider. Amix. Weißt du, was ich meine? So Verständnis aufbringen für die Situation und wir kommen ja alle vom gleichen Ding und so, haha. Das hat jetzt wenig mit Bare Minimum zu tun. Es kommt noch mehr. Es geht eigentlich, Bare Minimum kann ich persönlich nur bei Freundschaften und Beziehungen so richtig hart anwenden. Aber ich denke, Familie muss gleich noch irgendwie rein. Weil es gibt hart viele Leute, die nicht checken, wie man sich als Familienmitglied zu verhalten hat. Und wenn du eine Info von mir haben willst, frag mich. Frag nicht meinen Cousin oder Cousin oder irgendwie meinen Onkel oder so. Die komm zu mir fragen. Emma, was machst du jetzt? Es läuft. Geh nicht fragen. Und das macht eigentlich der Emma gerade. Weißt du das? Weiss das jemand? Scheiß Schweiz. Sorry. Ich weiss nicht, ob das bei meiner dänischen Familie... Doch, die lästern schon auch lieber einander. Ich weiss nicht. Ich glaube, es ist auch so, in diesen Kulturen, wo Familie nicht so oberst steht, ist das eher so ein Thema. Ich glaube, es gibt auch mega viele Kulturen, wo die Familienzusammenhalt mega stark ist und da könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was ich da sage, so Opfer und so. Ich meine, das alles auch gar nicht so ernst nehmen, persönlich. Aber, ja. Bei Freundschaften. Bare fucking Minimum ist es, dass man nicht bei jedem scheiß Satz, den man droppt, sagen muss, aber geil sagst du es keinem. Ich hasse Freundschaften, wo ich genau weiss, ich muss der bei jedem scheiß Ding, das ich sage, nochmal in Erinnerung rufen, so Bro, du darfst das niemandem sagen. Ich liebe die Freundschaften, wo ich weiss, ich muss es eh nicht erwähnen, weil die Person weiss, was man weiterverzählen könnte und was man einfach wirklich so das Maul verschlüsselt mit dem Schlüssel. Wisst ihr, was ich meine? Sind doch nicht mehr wie 12-Jährige, die einfach alles weiterverzählen müssen. Und auch so es gibt ja wirklich so viele Leute, die ehrenlose Sachen weiterverzählen. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt erzählen würde, keine Ahnung, Alte, was gibt es für ehrenlose Sachen, die man weiterverzählen könnte? Keine Ahnung, mir ist etwas ultra Schlimmes passiert. Ultra schlimm. Und ich schäme mich dafür. Also wirklich so ein Übergriff zum Beispiel oder so. Und ich sage, ich will wirklich nicht, dass das jemand weiss. Und du gehst das weiterverzählen. Fick dich, du bist so ein schlechter Mensch. Das ist Minimum. Das ist ultra scheisse. Aber wirklich so, einfach, dass man selber ein bisschen checkt, wo man einfach die Fresse haben muss. Und dass die Freundschaft auch wichtiger ist als der Gossip. Also weißt, du stellst wirklich die Freundschaft auf so ein Ding und du weißt, was die Person gerne hat und was nicht. Und du gibst dir Mühe, um das umzusetzen. Und nicht in der nächstbesten Situation erzählst es, auch wenn du dich nachher schlecht fühlst, erzähl es einfach nicht. Also weißt du, so, es gibt Leute, die erzählen Sachen weiter und finden es geil. Und dann gibt es Leute, die erzählen es aus Versehen weiter und gehen heim und fühlen sich schlecht. Aber am Schluss hast du beides weiter erzählt. Weißt du, was ich meine? Hab auf die Schnorre. Dann auch das mit dem Gönnen. Ich habe schon so viele Freundschaften gehabt, oder ich habe auch heute noch Freundschaften, wo ich genau weiss, diese Person gönnt es mir jetzt eher weniger. Und das ist eben blöd, weil du weißt dann auch, du kannst nicht alles erzählen. Und ich finde, eigentlich ein Bare Minimum sollte sein, dass man einander alles erzählen kann und sich dabei gut fühlen kann. Oder irgendwie wenigstens so in einem guten Umfeld. Logisch, du musst nicht unkonditionell alles geil finden, was dir deine Kollegin erzählt. Und du kannst auch mal sagen, ja okay, das finde ich jetzt aber richtig scheiße von dir oder so. Aber ich will mich gleich fühlen können, als könnte ich es dir erzählen. Auch wenn ich einen Scheiß gemacht habe, weiss ich, du sagst mir nicht, oh mein Gott, du bist so eine Schlampe. Sondern du sagst, oh! Ja, und was ist jetzt die Lösung? Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach so da ist füreinander. Und das ist hure schwierig, aber gleichzeitig finde ich so Bare Minimum. Hört auf, 40 Kolleginnen und Kollegen haben,
wo dann alle nichts von dem Ganzen erfüllen. Und holt euch lieber 1, 2 Kollegen, die das einigermaßen im Griff haben. Das fühlt sich so viel besser an, glauben mir. Ich habe schon mal 40'000 Kollegen gehabt und das Gefühl gehabt, ich bin ganz allein. Oh mein Gott, etwas ganz Schlimmes. Geburtstagsgeschenk. Digga, können wir bitte einander einfach etwas machen? Also weißt du, musst kein Geld ausgeben für mich. Aber wenn du mir nicht schreibst an meinem Geburtstag oder meinen Geburtstag gar nicht weisst oder so, nachdem wir 40 Jahre befreundet sind, dann bist du ein Arschloch. Zeig einfach, dass du an deine Kollegen denkst, an ihren Geburtstag. Schreib's dir auf. Wir haben alle ein Handy. Das Handy kann dich jährlich erinnern an etwas. Gell? Geld. Es ist nicht so schwierig. Und wenn ich dir etwas schenke, das Geld gekostet hat, und du hast auch Geld, dann hast du mir gefälligst auch etwas, das Geld gekostet hat, zurück. Das merkt man sich nämlich. Gell? Einfach mal so. Ja, würde ich einfach mal so gesagt haben. Dann so Live-Updates. Eben auch das wie bei der Familie. Ich hasse das, wenn man alles so aus einem rauskitzeln muss. Bro, sind wir befreundet oder bin ich so der in der Kirche, der so eine Confession einholen muss? So, kannst du mir mal freiwillig etwas erzählen? Bin nicht deine Mutter, die so am Nachttisch hockt und so, ja komm, erzähl doch mal, was du heute gemacht hast. Komm. Ich habe so aufgegeben. Wirklich, eine Freundschaft, meiner Meinung nach, sollte nicht anstrengend sein. Und das ist eigentlich auch das Bare Minimum. Einfach so, dass der Vibe nicht anstrengend ist. Beide geben sich Mühe und beide zeigen Interesse. Und man kann auch ein Gespräch führen, wo nicht alles nur um sich selber geht. Also du kannst auch zuhören, wenn du und bist nicht gerade am Überlegen, oh mein Gott, was kann ich als nächstes sagen? Oh mein Gott, jetzt muss ich dir das und das noch sagen und so. Sondern einfach zuhören. Echt zuhören. Das ist verdammt schwierig für viele Leute. Darum gehört es auch einfach zum Bare Minimum. Wenn du nicht zuhören kannst, dann nein, danke. Und was viele auch so tun, als wäre das so, wow, fucking crazy, du bist der beste Mensch auf der Welt, ist, wenn Kollegen dann actually in schlechten Zeiten auch für dich da sind. So, ja, es ist mega schön und man darf dankbar sein dafür. Aber, was hast du für Kollegen, wenn sie das nicht machen? Also weißt du, wie traurig ist es, dass wir so wirklich so wahrscheinlich einen halben Kollegen haben, der wirklich da ist, wenn es so Scheiße geht. Und wieso bist du mit so vielen Leuten befreundet, die nicht für dich da sind, wenn es dir Scheiße geht? Also, ihr merkt, alles, was ich hier sage, ist so das Kriterium. So, wir haben alle zu viele Leute in unserem Leben, die nichts von dem machen. Und irgendwie sind es gleich wie so eine Pestilenz da. Und sie nerven das eigentlich nur oder nutzen das nur aus für irgendetwas und wir sind einfach so da. Ja. Und Spass haben können miteinander. Wenn wir nicht Spass haben können miteinander, sorry, da muss ich auch nicht mit dir befreundet sein, dann bringt es mir irgendwie persönlich nichts. No offense. Und jetzt kommen wir zu den Beziehungen. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen crazy. Also, andere Leute sehen das ganz anders als ich. Und ich habe schon ein paar Mal mit so Kolleginnen von mir geredet und die sind so, Bro, was stimmt mit dir nicht? Und ich bin so, hä? Hallo? Natürlich. Zum Beispiel so, ich erwarte, dass wenn mein Freund am Handy ist und ich weiss, wenn der am Handy ist, ich weiss ganz genau den scheiß Tagesablauf von meinem Freund und ich weiss, der ist jetzt gerade auf Insta am Umscrollen. Wenn ich dann auf WhatsApp schreibe und der antwortet mir nicht. Also ja, wenn ich jetzt einfach so okay schreibe, dann musst du mir nicht antworten. Aber wenn ich so zum Beispiel frage, hey, wann sehen wir uns morgen? Und der scrollt weiter auf Insta. Digga, das ist für mich so ein Disrespect. Und hure viele Leute sind so, hä, wieso? Lass ihn doch am Handy chillen und man muss ja nicht immer irgendwie so available sein und so. Und was hättest meine Mutter kommt immer so, ja, was hättest du denn früher gemacht in meiner Zeit, wo du nicht gerade hast können schreiben und so. Ich lebe nicht in diesen Zeiten. Wir leben in einer Zeit, wo deine Freunde lieber weiter scrollen, als dir zu antworten, damit du deinen Tag morgen planen kannst. What the fuck? Und wir kennen das alle. Wir kennen das alle, wenn du genau weißt, dass du mal scrollen. Mein jetziger macht das zum Glück nicht mehr. Also nicht. Ich bin weggekommen von den scheiß Leuten. Aber so etwas, so kleine Sachen. So, dass du weißt, du kannst darauf zählen, dass wenn sie gerade am Handy sind, wenn sie gerade sind irgendwo, dann sind sie auch auf Abruf quasi. Ich hasse das, wenn bei Menschen,
wo mir ganz nahe stehen, wenn ich weiss, wenn ich jetzt anrufe, der nimmt nicht ab. Auch wenn er gerade eigentlich könnte, der nimmt nicht ab. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, einer von meinen besten Kollegen, ich habe noch nie mit ihm telefoniert. Du kannst ihm nicht anrufen, er telefoniert nicht. Und das ist für mich so ein stressiger Gedanke, weil ich denke mir so, was, wenn ich jetzt mal ums Verrecken muss mit dir telefonieren? Es ist ein Notfall und du nimmst einfach nicht ab. Und ich finde, bei einem Freund musst du einfach wissen, du kannst immer. Du musst nicht immer. Ich finde, das sollte man dann auch nicht ausnutzen, dass du alle 2 Minuten schreibst und irgendwie etwas Unnötiges hast. So, lass den armen Bub auch mal in Ruhe. So ist es nicht. Aber wenn dann etwas kommt, wo man gerade eine Info braucht, oder hey, wo bist du eigentlich morgen, oder so, dann meldet man sich. Und nochmal etwas wegen Melden. Ich habe das alles nicht aufgeschrieben, darum bin ich so ein bisschen, ich muss schnell reagieren, sonst vergesse ich es wieder. Wenn er im Ausgang ist, dann hätte ich schon gerne so 2-stündliche Updates. Das finden schon wieder so viele Leute crazy. Aber ich finde, es ist nicht crazy, weil wenn ich im Ausgang bin, erwartet sogar meine Urgroßmutter, dass ich alle Stunde mal, also wisst ihr, was ich meine? So, nur weil ich eine Frau bin, macht man sich um mich hure Sorgen, aber ich mache mir auch Sorgen um meinen Freund, wenn er von ganz vielen besoffenen Menschen mitten in der Stadt umzingelt ist und er wüsste gerne, ob er eigentlich noch lebt und ob alles gut ist. Und sonst kann ich nicht schlafen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, das ist einfach so etwas Kleines, was man machen kann, um sicherzustellen, dass der gerade daheim chillt, sich wohlfühlt. Und das macht man auch gerne, finde ich. Also ich weiss, früher bin ich oft, oder haben mich meine Ex-Freunde oft so fühlen lassen, als wäre ich ein verdammter Psycho und oh mein Gott, was hast du für hohe Ansprüche, was ist mit dir nicht gut? Sicher schreibe ich dir nicht, wenn ich draussen bin, dann bin ich draussen. Bro, du kannst mir wirklich einmal alle 2 Stunden kurz schreiben, ich lebe noch. Und ich weiss genau, ihr seid sowieso am Handy, wenn ihr draussen sind, Bro. Die Leute sind immer am Handy, wenn sie im Club sind und irgendwo rausgehen, Pause machen oder rauchen oder was auch immer, was gucken was. Und vor allem für mich ist es halt so, also ich finde nicht, dass alle das so machen müssen, aber zum Beispiel, ihr wisst ja, glaube ich gehe nicht in den Ausgang. Oder nicht gern. Und ich habe das nie gemacht, ich bin nie in dieser Szene so wirklich gewesen, und darum weiss ich auch nicht, wie es wirklich ist. Und dann bin ich vielleicht eher jemand, der dann auch, wenn jetzt meine Freundin im Ausgang war, nachher alles wissen will und so bin, hey, was ist passiert und so. Und dann sagt er vielleicht so, es war voll lustig, das und das. Und dann ist er fertig und ich bin so, hey, ist nicht mehr zu erzählen. Und dann ist er so, nein, es ist nicht so viel passiert. Und dann, weil ich halt nicht weiss, wie es ist, frage ich immer weiter und weiter und weiter. Und da ist es einfach wichtig, dass mein Freund mir dann gleich irgendwie so weiterverzählt. Also das lässt mich mega wohlfühlen, so das Kommunikative im Ausgang oder auch nach dem Ausgang, dass man sich nicht so verschließt. Also ich glaube einfach auch bare Minimum so Ehrlichkeit und so auch für den Comfort von deinem Gegenüber ein bisschen auf dich nehmen. Also weißt, auch wenn es dich abfuckt, nochmal 5-mal erzählen, was passiert ist, weil es einfach nicht mehr zu erzählen gibt. Du weißt, es hilft der anderen Person, dir zu vertrauen und sich einfach wohlzufühlen. Also machst du es ohne Wenn und Aber. Und ich finde, das ist so schön, wenn du merkst, jemand macht das für dich. Und ich mache das logischerweise umgekehrt auch für andere Sachen, wo ich es machen kann. Aber einfach so, dass einander verstehen und aufeinander eingehen, auch wenn man nicht gleich ist, finde ich, gehört eigentlich zum Bare Minimum, was hure selten ist, leider. Und ich fühle, ganz viele Kolleginnen von mir haben auch so Freunde, die gar nicht verstehen, was die Sorge von der Freundin ist. Und dann einfach null darauf eingehen und einfach so sind so, Bro, das ist dein Problem. Ich kann nichts dafür, dass es dein Problem ist. Tschüss, geh weg mit dem. Anstatt zusammen daran zu arbeiten. Man ist ein Team und es ist mühsam. Und es ist sicher einfacher, wenn man Single ist. Und Leute, die keine Beziehung haben, denken sich so, what the fuck. Aber wenn du wirklich ernsthaft miteinander zusammen sein willst, langfristig, dann ist das halt etwas. Und logisch, jetzt auch das, was ich da rede, so, Bro, wenn du so 14 bist und einfach so 3 Monate einen Freund hast, logisch wird das nicht alles so sein und das ist auch okay und man kann nicht alles wissen. Aber ich rede hier jetzt so von ernsthaften Geschichten, die sollten irgendwie haben und funktionieren. Ich finde es einfach wichtig, auch weil das Wichtigste ist ja Vertrauen und man muss sich das auch irgendwie erarbeiten. Und ja, das ist auch wichtig, aufeinander eingehen, finde ich. Und was auch für mich der Bare Minimum ist, dass man nicht so Sachen sagt in der Beziehung. Ich weiss noch, früher war das ganz normal, Alter. So, Kylie Jenner ist hure mein Type, geilste Frau auf der Welt. Und ich bin so daneben gesessen, so, oh mein Gott, was? So bitte, wenn ihr so etwas findet, hört auf, das
aussprechen neben eurer Freundin oder so. Also ich weiß nicht, ich glaube echt, ich bin halt schon anders mit diesen Sachen als viele Leute. Ich glaube, die meisten sind chilliger drauf als ich. Aber nichtsdestotrotz können wir doch nicht sagen, dass es nicht klein disrespectful ist, wenn du so neben der Person hockst, die du eigentlich am geilsten und tollsten und attraktivsten und schönsten auf der Welt finden solltest und nachher zählst du auf, wer alles auch geil ist und so. Bro, behalte dich einfach für dich. Oder wieso findest du die eigentlich überhaupt so geil? Oder auch das, also Insta-Geschichten. So Leute folgen, so wisst ihr, ich weiss genau, was ihr jetzt denkt. Das ganze Thema können wir gar nicht anfangen. Das können wir wirklich nicht anfangen. Das ist so ein grosses Thema. So von wegen, ja, was liked man jetzt? Wem folgt man? Und ich finde auch immer so, musst du es wirklich liken? Musst du das halbe Nacktbild jetzt wirklich liken? Das sieht jeder übrigens. Es sieht jeder, dass du es geliked hast. Und dass du mein Freund bist und das likest. Du hättest einfach anschauen und ohne Like geniessen. Und wenn ihr wisst, was ich früher alles schon gehört habe, ja, weisst du, ich like eben alles, was ich durchscroll. Ah, okay, schön, mein Bild hast du aber nicht geliked. Kleine Pisser. Das ist doch ganz normal, das macht doch jeder. Wenn du als Freundin aussprichst, mir lässt das unwohl fühlen und dein Freund macht es einfach weiter, dann zeigt das, dass es ihn hart nicht juckt, was dich unwohl fühlen lässt. Und du bist ihm eigentlich so low-key ein bisschen egal. Oder er stellt sich einfach so ein bisschen über dich. Darum so kleine Sachen haben dann irgendwie gleich irgendetwas über Respekt auszusagen, wenn so also, wow, Digga, solange man es halt auch ausgesprochen hat. Also du kannst nicht erwarten, dass dein Freund alles checkt, was dich unwohl fühlen lässt, wenn du es nie ausgesprochen hast. Aber ihr redet von Situationen, die immer wieder passieren und es ist obvious, dass es dich stört und er macht es auch weiter und weiter und weiter. Das ist einfach so ein Disrespect, der einfach nicht sein muss. Genau gleich, Nein heisst Nein, auch wenn du zusammen bist. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Lust auf das und das, oder Nein, ich will nicht, oder kannst du bitte aufhören mit dem und dem. Und der macht weiter. Bro, was bist du irgendwie dem? Oh, ja, keine Ahnung. Eigentum. Nein. Und es zeigt auch wieder, dass er null Respekt von dir als Person hat, sondern du bist auch seine Freundin. Und du solltest eigentlich mehr sein als nur eine Freundin. Du bist eine Person, oder ich bin eine Person, ich bin Emma, ich bin nicht nur eine Freundin. Und es gibt ganz viele Typen, die das auf jeden Fall früher bei mir nicht gecheckt haben und vielleicht auch nicht beigebracht bekommen haben oder so, aber einfach, es ist sehr wichtig, dass man in einer Beziehung ist mit jemandem, der einem als Person respektiert und anerkennt und nicht nur als Ding sieht. Und das habe ich noch fast nie gehabt. Ausser bei so 1, 2 Männer in meinem Leben. Und das ist traurig, aber ich glaube, es ist bei ganz vielen so. Vielleicht auch unbewusst. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, alle Männer sind scheiße und bla bla bla. Das ist halt einfach ein gesellschaftliches Ding und leider und bla bla. Wir müssen nicht so deep reingehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann weiter, bare Minimum in einer Beziehung, ist, dass beide sich Mühe geben. Auch so mal den anderen einladen oder etwas planen und mal etwas machen. Und hey, wir könnten doch mal so und so. Nicht, dass immer eine Person das macht. Ausser es ist wirklich so mega aufgeteilt. So, die eine Person macht es mega gerne und die andere gar nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass man gleich so zeigt, dass man mega so invested ist, etwas zusammen zu machen und nicht nur immer jemand zahlen muss oder so kleine Sachen. Weißt du, so, es muss ja nicht Grosses sein, aber wenn wir so zusammen im Self-Checkout scannen, dass nicht immer nur mein Freund muss zahlen, sondern dass ich es auch mal mache. Oder dafür hole ich mal ein cooles Geschenk mit heim, wenn er immer alles zu essen zahlt oder so. Einfach, dass man gleich nicht alles einer Person überlässt. Auch wenn es die Person gerne macht, ist es gleich mega schön, dann mal zu sehen, dass die andere Person sich auch die Mühe macht. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist eigentlich alles so Mühe machen, zeigen, dass es einem juckt. Darauf eingehen, was die Bedürfnisse der Person sind. Das sind alles Sachen, wo die Leute das Gefühl haben, oh mein Gott, das ist so eine Seltenheit. Es ist normal, dass mein Freund das nicht macht. Digga, es sollte nicht normal sein, wenn dein Freund nichts planen will. Wenn dein Freund nicht mit dir irgendwo hingehen will, immer nur daheim chillen will. Wenn dein Freund zum Beispiel fucking irgendwie Fotos mit 12 anderen Kolleginnen von ihm auf Insta posten kann, aber bei dir sagt er, nein, ich will nichts posten mit dir, weil sonst sieht sie jeder oder so. Shut the fuck up, das ist ein Arschloch. Auch da wichtig, Geburtstag. Ich habe wirklich schon 1, 2 Freunde gehabt, die mir kein anständiges Geschenk gemacht haben an meinem Geburtstag. What the fuck? Und ich habe es wieder nicht so wirklich ganz hinterfragt. Macht das bitte, wenn ihr in einer Beziehung seid. What the fuck? What the fuck?
Das macht mich wirklich, da fühle ich mich ganz unwohl. Ich weiss nicht. Mir fällt einfach wieder auf, wie dumm ich war. Und wenn ihr das alles jetzt auch ignoriert, würde ich nicht sagen, du bist dumm, aber öffne mal ein bisschen deine Augen vielleicht. Etwas ganz Grosses. Oh mein Gott. Friends und Familie kennenlernen. Sofern das möglich ist, sofern nicht irgendwie etwas mit der Familie ist, dass es nicht gut hat mit der Familie, dass es Krieg hat zwischen den Familienmitgliedern. Digga, wenn der es gut hat mit seiner Familie und ihr committed sind und er actually Kollegen hat, wieso lernst du die Kollegen nicht kennen? Wieso lernst du die Familie nicht kennen? Was ist der Grund, wieso er die nicht dort präsentieren kann? Wieso darfst du die dort nicht blicken lassen? Wenn du so eine Situation hast, wo du irgendwie so rausschleichen musst aus dem Haus, bevor Familienmitglieder kommen. What the fuck? What the fuck soll das? Das ist eine Red Flag. Und das sollte wirklich bare Minimum sein, dass du die Leute kennst, dass du weißt, über wer er redet, wenn er irgendeinen Namen sagt, dass die Leute auch wissen, wer du bist. Weil wenn du ein halbes Geheimnis bist, best believe, das ist kein gutes Zeichen. Und etwas Grosses ist, dass man sich nicht füreinander schämen darf. Ich hatte einen Freund, der Amsterdam-Freund. Der war mit mir zusammen, wo ich TikToks gepostet habe. Schon. Also, irgendwann in dieser ganzen Lebensgeschichte bin ich mal noch mit dem zusammen. Und der hat sich so geschämt für meine TikToks. Der hat sich so geschämt. Und er hat mir jedes Mal etwas dazu gesagt. Und dann war er immer so ein bisschen so, ja, kannst du nicht aufhören so zu tun in diesen Videos. Und dann bin ich immer wieder so ein bisschen, ja, aber wieso? So bin ich ja auch sonst. Findest du mich auch sonst blöd? Und dann sagt er, nein, mit mir bist du nicht so. Und ich so, ja, weil du mir immer sagst, ich darf nicht so sein, so hyperaktiv und so. Und er so, ja eben. Und dann habe ich langsam gecheckt, so, der hat mich gar nicht gern. Also, für meine Persönlichkeit, so wie ich bin, hat er mich nicht gern. Der sieht mich einfach als irgendeine Trophäe, irgend so etwas von früher, irgendwie so, alle haben die Emma-Welle und jetzt habe ich sie. Das ist das Einzige, was er an mir toll gefunden hat. Ich weiss nicht, ob er sich selber angelogen hat, dass sich irgendwie einreden, dass er mich actually gerne hat oder so, aber es war so klar gewesen, mich und meine Persönlichkeit hat er so abgefuckt. Und das sollte einfach nicht sein, dass du also weißt, deine Beziehung sollte dein Safe Space sein. Du und dein Freund oder Freundin oder was, ihr wisst, was ich meine. Ich kann nicht jetzt mal, das ist schon zu kompliziert, ich komme nicht mehr raus. Aber in deiner Beziehung solltest du dich am sichersten von allem fühlen. Weil das ist die einzige Person, die du wirklich aussuchen in deinem Leben, die so nah an dir ist. Deine Familie hast du dir nicht aussuchen. Logisch sind dir vielleicht, wenn du Glück hast, auch sehr close. Aber dein Freund und deine besten Kollegen sind die einzigen, die du aussuchen kannst. Und dort sollte man sich wohlfühlen dürfen, so wie man ist. Und sich nicht verstellen. Und das ist dein Safe Space. Genau gleich mit den besten Kollegen übrigens. Du suchst die aus. Du musst nicht mit denen bleiben, wenn sie dich nicht glücklich machen. Wenn du das Gefühl hast, die haben mich gar nicht gern. Oder die lästern über mich. Oder die gönnen mir nicht. Du hast die ausgesucht. Du kannst dir auch neue aussuchen. Genau gleich mit dem Freund. Du hast ihn ausgesucht, um eine gute Zeit zu haben. Dass ihr das Leben voneinander irgendwie besser machen könnt. Dass ihr ein Team sind, dass ihr füreinander da sind. Nicht, dass du dich schlechter fühlen musst, wenn du in der Präsenz von dieser Person bist. Wie ich habe mich immer schlecht gefühlt. Dann. Ich habe so gedacht, ja, aber wie benehme ich mich denn jetzt? Wenn ich anscheinend darf ich nicht so tun wie in meinen TikToks, so tue ich ja sonst. Dann habe ich mich nicht mehr, also ich habe wirklich weniger Videos gepostet dort, weil ich so dachte, nein, wenn das jetzt wieder sieht und seine Kollegen schicken es ihm und sagen, wie cringe und so. Shut the fuck up, ich bin nicht cringe gewesen, ich war einfach lustig gewesen. Aber wenn ein Mädchen mal die Fresse öffnet und einfach mal ein bisschen mehr sagt als «Hallo zusammen», dann ist es auch für viele nicht mehr okay und cringe und «Oh mein Gott, was ist mit dieser Aufmerksamkeitsdefizit?» Shut the fuck up, Alter. Gang weiterkiffen. Weißt du, was ich meine? So, ich habe mich so schlecht gefühlt, obwohl ich das gar nicht hätte müssen. Und das, obwohl ich nichts falsch... Also weißt du, hätte ich mich komisch verhalten oder so. Logisch, er dürfen sagen, hey, du tust mich ein bisschen komisch, wenn du mit meinen Kollegen bist zum Beispiel oder so. Bin ich nicht mit dem Sinne Kollegen gewesen, keine Sorge. Aber fair, das kann man äußern. Aber wenn du an der Person, an der Persönlichkeit etwas verändern willst, dann hör doch auf, mit dieser Person zusammen zu sein. Du musst die Person so nehmen, wie sie ist. Man muss sich aufeinander abstimmen können und eben auf Bedürfnisse eingehen und so. Aber das, was im Grunde einfach die Person ausmacht, das musst du entweder gerne haben oder nicht gerne haben. Und wenn du das nicht gerne hast, wieso sind wir zusammen? Weißt du, was ich meine? Hört auf,
mit jemandem zusammen sein, der sich für euch schämt oder umgekehrt, für die du dich schämst. Ich bin auch schon mit Leuten zusammen, die ich hart cringe gefunden habe und so gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich sieht mich niemand draussen. Da bin ich aber so 14 gewesen. Weißt du, was ich meine? Oder, oh mein Gott, Bare Minimum in Beziehungen, bitte, wenn ihr am Anfang der Beziehung schon keinen Bock habt, bitte kommen wir nicht mit dieser Person zusammen. Ich habe mich zweimal von irgendwelchen überreden lassen, zum Probieren zusammen zu sein. Überreden lassen. So à la, komm, wir probieren es doch einfach mal 2 Wochen. For real. Also weißt du, nicht schlimm, wenn dann nicht und so. Und die so, nein, ich will nicht. Und doch, komm, machen wir, probieren wir. Auch ja gesagt. What the fuck? So, Oder wenn der eine am Anfang so ist, ja, es ist aber noch nichts Ernstes und dann kommt es irgendwie einfach so, dass etwas Ernstes wird. Irgendwann, Red Flag. Von Anfang an muss klar sein, wir beide wollen das. Und es ist nicht zu viel verlangt, dass du ein klares Zeichen vom Gegenüber bekommst. So, hey, was ist das eigentlich? Hey, was wollen wir da eigentlich machen? Hey, was läuft? For real. Es ist nicht zu viel verlangt. Hört auf zu denken, dass alles, was ihr wollt, alle Ansprüche, die ihr habt, irgendwie zu viel verlangt sind. Nichts ist zu viel verlangt. Du hast auch Standards. Du musst mehr verlangen als Bare Minimum. Bare Minimum muss jeder einfach erfüllen. Und ein guter Freund hat viel mehr als Bare Minimum. Ist es nicht vielleicht Nonplusultra? Ist das Bare Minimum? Nonplusultra? Keine Ahnung, muss ich nachher googlen. Ja. Ich glaube, ich habe eigentlich so basically die schlimmsten Sachen gesagt. Wenn ich mal die Eier habe, um mir so Gedanken machen darüber, was ich alles schon für komische Freunde hatte, kann ich mal eine Folge über das machen. Also nicht explizit über meine Freunde, weil hui, da würde ich ganz viele böse Nachrichten bekommen. Aber so über das komische Szenario, die passiert sind, wo ich mir im Nachhinein denke, what the fuck ist das gewesen? Aber das Ding ist, ich weiss eben nicht mehr so viel, weil ich habe das alles wirklich verdrängt. Aber amix, eben wie jetzt, als ich am Reden war, sind mir so Sachen in den Sinn gekommen. Ich muss mir wirklich mal überlegen und dann kann ich so eine what the fuck Folge machen. So ein bisschen mit euch über das reden. Damit ihr daraus lernen könnt, weil wirklich, also das ist einfach nicht okay, amix. Let me know, was eure Bare Minimum Kriterien sind. Auf dem «Hört mal» Insta-Post. Und wirklich, ich will euch das ans Herz legen. Auch wenn ihr nicht einverstanden seid mit meinen Bare Minimum Sachen. Voll okay. Es ist nicht euer Leben, nicht eure Freundschaft, nicht eure Beziehung. Meine Leute sind alle zufrieden damit, was ich für Ansprüche habe. Und ich liefere das Gleiche, was ich erwarte, hoffe ich. Aber ich will einfach euch aufzeigen, dass es okay ist, Ansprüche zu haben. Und die zu kommunizieren und auch Grenzen zu setzen. Und wenn jemand das nicht liefern kann, okay, aber dann bist du nicht für mein Leben. Ich komme nicht klar mit Menschen, die nur über sich selber reden. Ich komme nicht klar mit Menschen, die sich für mich schämen. Ich komme nicht klar mit Menschen, die keinen Plan machen können. So Sachen, weißt du? musst auch für dich selber herausfinden, was ist für dich gut und was nicht. Und da ist auch einfach wichtig, dass du dich selber kennst. Und ich würde nicht eine Beziehung eingehen, bevor du nicht weißt, was du überhaupt willst und was dir gar nicht gefällt. Und logisch, man lernt auch erst durch Scheißbeziehungen, zum Beispiel, was man ganz sicher nicht will. Zum Beispiel ich habe doch nicht gewusst, dass mir das nicht passt, dass eine weiterkifft. Also ich dachte, ja okay, in diesem Fall, weißt, so ist er halt und so. Fair, ich hätte wirklich auch nicht mit dem zusammenkommen sollen. Weil ich habe eigentlich gewusst, dass er das macht. Ich war einfach dumm und habe geglaubt, dass wenn jemand etwas verspricht, dass er es actually macht. Nein, Sucht ist grösser als alles andere. Vergesst das nicht. Aber nein, einfach so, eben, traut euch, Ansprüche zu haben. Und ich weiss, es tut weh, wenn man jemanden gehen lassen muss, weil eine Person einfach kontinuierlich nicht das macht, was du willst. Aber glaub mir, das sind Leute da draussen, die würden alles machen für dich. Alles. Und vielleicht nicht gerade heute und morgen. Und du musst sicher auch noch viel an dir selber arbeiten, bis du vielleicht so eine Person triffst. Bis du ready bist für so eine Person. Aber irgendwo ist die Person. Und stell euch vor, ich wäre noch mit dem Kiffer zusammen. What the fuck? Ich habe jetzt so einen tollen Freund. Wirklich all die Sachen, die ich hier gesagt habe, das macht er mit links. Und zwar nur, weil ich ihn darum bitte und sage, hey, mir ist das wichtig. Und logisch, es kann nicht immer alles perfekt gehen. Und ich sage nicht, das ist perfekt und so, aber das Wichtige ist, dass man es probiert, füreinander. Und dass beide merken, hey, sie probiert es für mich und er probiert es für mich. Wisst ihr, was ich meine? Hure stressige Folge, Alter. Ich bin gerade wirklich hässig. So hässig, ich war so dumm. Und ich habe im Fall noch ein Tagebuch, wo ich mit dem Kiffer zusammen war. Wo ich so alle 2 Tage schreibe, so, oh, jetzt war er schon wieder bis um 3 Uhr draussen und ich habe mich in den Schlaf gekühlt, weil ich nicht wusste, wo er ist. Und er hat gesagt, er hat keinen Akku mehr und so. Und dann hat er aber nicht mehr geschrieben, wo er heimgekommen ist. What the fuck? Mach Schluss! Mach Schluss! Oh.
Aber ich habe ja schon so eine Folge gemacht mal. Mach einfach Schlussdinge, heisst doch die Folge, oder? Ich weiß gar nicht, was ich da geredet habe. Aber wahrscheinlich so etwas à la das, was ich gerade gelabert habe. Ja, okay. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Und dem Insta-Account los einmal folgen. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu hässig mit mir. Also, wisst ihr, so mit mir zusammen hässig über meine Situationen. Und ich schwöre euch, wenn irgendein fucking Ex-Freund von mir ankommt, dann postet das in meine Story. Also macht's nicht. Ihr werdet exposed. Tschüss.